Morgen. Ich habe jetzt inzwischen ein bisschen gespielt bei dem neuen Manor Lord. Ich habe den ersten Winter überlebt, bin jetzt im zweiten Winter dran, Dezember. Ich habe jetzt da mal erste Erkenntnisse daraus gezogen, wie das Spiel funktioniert. Ich habe niemanden, der nichts macht. Ich habe 32 Familien, die irgendwie zugewiesen sind, die irgendetwas produzieren. Ich habe entsprechend 32 Häuser, pro Haus Familie meistens. Ich habe 96 Leute. Die Zufriedenheit ist relativ gut. Das habe ich noch gar nicht genau angeschaut. Das auch nicht. Hier habe ich ich habe noch ein bisschen Ochsen gekauft und so Zeugs. Hier sieht man, wie viel Nahrung. Ich habe Nahrung für 6 Monate, Brennstoff für 10 Monate. Also das ist ein bisschen knapp. Vor allem im Winter, da es dann die doppelte Menge braucht. Das hier sind meine Ressourcen. Das sind meine Essensressourcen. Es sieht da schlecht aus, weil ich habe nur eine Nahrungsquelle. Und ja, ein bisschen Flachs, ein bisschen Gerste. Und ein bisschen Leder. Und ein bisschen Lehm. Und was ich auch herausgefunden habe, da hier sind ja meine Tiere da. Oh, der geht so schlecht. Dass man hier das Jagdlimit kann einstellen kann. Das heisst, wenn ich hier von diesen 20, die es hätte, bis auf höchstens 10 Achen ausdünnen, dass sie sich weiterhin vermehren kann. Und ich habe jetzt da etwa 7 genommen. Sie sind mir dann weitergezogen. Sie sind da, vorher waren sie irgendwo hier gewesen, jetzt sind sie da übergegangen. Wir warten auch warten, bis es wieder 10 sind. Das heisst aber, des Weiteren, die zwei da, die machen absolut gar nichts. Wenn sie nichts jagen können, weil es hier wieder 10 Tiere hat. Also erst wenn es 11 Tiere hat, jagen die wieder. Dann habe ich hier den Bärenstrauch. Und da gibt es im Winter halt einfach nichts. Und das heisst, ich habe im Lager nichts, dann kann der auch fort. Dann habe ich hier den Bauernhof. Da ist jetzt einfach so ein Reservetyp da. Der macht auch genau nichts. Und das Ganze, ich bin noch wirklich erstaunt, ist sehr realistisch aufgebaut. Das heisst also, sie ernten im Herbst, sie pflanzen zur richtigen Jahreszeit an. Du hast einmal pro Jahr hast einen Ertrag. Du musst hier, wo du da die Entwicklungsstufen kannst freischalten. Wenn du irgendetwas entwickelst, dann müssen sie das sehr schnell bauen. Es reicht also nicht, dass du einfach entwickelst und dann hast du es. Oder auch hier, da habe ich schon Hofstätte Stufe 2, wenn ich jetzt da an Hofstätte aufrüste. Da Hofstätte 1. Bedürfnisse erfüllt. Nein, Bedürfnisse sind nicht erfüllt. Dann wird die zurückbauen, neu aufbauen. Ich habe hier beim Lager habe ich es schon vergrößert. Habe ich es auf 2500, von 250 auf 2500 vergrößert. Und beim Speicher. Und die machen dann, das sind so Stände, das machen sie dann hier. Mit diesen Ständen werden dann die Bewohner versorgt. Dann hier nehme ich meine Brennholzhütte. Und da habe ich voll, weil ich brauche ja viel Brennholz. Und so die Brennholzhütte, und die machen dann auch Stände. Und bringen das eigentlich zu den Leuten. Im Holz bin ich auch zu dritten hoch. Und da kann man dann noch zum Beispiel so einen Ochs zuweisen. So. Weil Ochsen habe ich 2. Ochsen müsste ich haben. Ja, ich glaube auch hier irgendwo einen Ochs zugewiesen für einen Pflug. Ich habe da mal noch einen Pflug entwickelt, dass sie nicht von Hand müssen umgraben. Da hier ist ja noch ein paar dran. So, jetzt habe ich da 3, die nichts machen. Die könnten jetzt irgendetwas machen. Und das im Dezember. Ich habe hier mal größere Hütten gebaut. Die haben so einen Hinterhof. Ah,
Du bist so ein Hühnerstall, passives Einkommen, das ist doch cool. An Eiern. Perfekt. Macht. Aha. Ja. Wirklich Rüebli. Jetzt so. Jetzt ist eigentlich mein nächstes Ziel, das ich muss haben, ist, ich brauche Stufe 3 Hofstätten. 3 Stück. Dass ich weiterkomme. Das heisst, ich muss eine Stufe 2 aufrüsten. Da kann ich hier Bedürfnisse schauen. Ich brauche eine Taverne. Die braucht Bier. Ich brauche eine Kirchstufe mit einer Stehkirche. Und ich brauche eine zweite Bekleidung. Ich habe schon irgendetwas, so braucht es noch das zweites. Und dann kommt dann dort 3 Gebäude aufrüsten. Das heisst, ich könnte dann 3 Gebäude aufsteigen und hat hier dann irgendwo bei diesem Entwicklungsbaum wieder eine Stufe frei da. Gesetze kann ich irgendwie gar nicht erlassen, weil mir auch das entsprechende Gebäude fehlt. Also, ich habe Ziegel gebaut, da kommt jetzt eigentlich die Kirche da mal aufrüsten, so. Da ist meine Taverne, da ist eh Typ drin. Da ist aber einfach ein bisschen warten, weil er auch kein Bier hat, oder? Die Strasse nicht angeschlossen wär's. Jetzt gehen wir noch mal schauen, was passiert mit dieser Kirche. Ich habe da 3 Familien, die etwas machen könnten. Wir spulen da mal ein bisschen vorwärts, dass etwas geht. Ich sollte jetzt da eigentlich da an dieser Kirche mal irgendetwas dran basteln. Habe ich eigentlich keine Ochsen mehr. Das ist auch gegen so ein Thema, du musst Ochsen haben, für das du kannst Zeugs transportieren. Ich habe keine Ochsen mehr. Ich würde mal rauslösen. Es geht da bei meiner Kirche nicht, ich bin fast sicher. Weil, wenn sie keine Ochsen dann bauen sie so ziemlich gar nichts. Sie brauchen den Ochsgänge für einen Baumstamm hin und her zu fugen. Wie sieht es jetzt besser aus? Jetzt habe ich schon Brennstoff für 3 Monate. Jetzt haben sie Baumaterial hergefugt. Jetzt müsste ich da die Kirche. Müsste jetzt mit Ziegeln überdeckt werden. Aber jetzt bauen sie das eigentlich da zurück. Dann bauen sie das neu auf. Es ist also wirklich noch gut gemacht. Ich habe bis jetzt noch kein so Strategiespiel gesehen, das das so konsequent umsetzt. Natürlich sind die Animationen und so sind nicht perfekt, aber immerhin, die sind ja fertig. Einfach rein mit den Bedürfnissen und all dem Zeugs, das ist wirklich gut gelöst. Und das ist ja noch im Early Access, das heisst, das Spiel wird noch weiterentwickelt, hoffentlich. Man kann darauf an, wie gross das Team ist, das hinten dran steckt. Aber ja, jetzt schon ein paar Stunden gespielt. Noch keine gravierenden Fehler entdeckt, keine Abstürze. Ich kann eigentlich alles bauen, was ich will. Ich muss einfach alles selber lernen, ich muss die Zusammenhänge selber erkennen, logisches Denken voraussetzen. Wieso passiert was jetzt nicht? Dann auf die Schliche gehen. Das halbes Detektivspiel zum Teil.
Wieso geht es jetzt zum Beispiel hier nicht weiter? Was fehlt? Ah, jetzt. Gut. Hilfe ist bauen. Wunderbar. Ja, jetzt müsste ich eben die Nahrungsvielfalt, jetzt sind wir nach Stufe 2, das wäre gut. Taverne funktioniert gegen noch nicht, Lebensmittelstand habe ich nur eine Nahrungsart aktuell und nur ein Kleidungsstück, also das heisst, ich müssen mal schauen, ob wir da irgendwo in der Industrie, zum Beispiel mit Eisenerz und Eisenbahn, das können sie nicht anlegen. Das können sie auch nicht anlegen und das Problem ist, das braucht alles auch noch Brennstoff. Ein Ziegeldings habe ich ja schon. Was machen die? Melzerei. Malz, Gerste und daraus Malz. Habe ich echt Gerste? Malz, das brauche ich doch für Bier, oder? Hüt und Leder. Ah, das habe ich schon. Ah, das habe ich nicht. Ich habe noch keine Wollschaf. Farbstoff habe ich auch nicht. Färberei. Handel. Das habe ich zwar gemacht, bringt irgendwie nichts. Brot. Gemeinschaftsofen. Mal Korn zu Mehl. Mehl zu Brot. Das müsste ich haben. Wolle von Schafen habe ich noch nicht. Was ist das? Ah, das Bauernhaus, das habe ich. Dann sind wir Februar. Gut, Februar. Habe ich Korn. Korn. Jetzt habe ich jetzt da kein Dings mehr. Ah, jetzt ist er wieder da. Also ich habe Eier nicht, Äpfel nicht, Fleisch nicht. Ich habe nichts. Ist das hier? Flachs, Gerste, Roggen, Weizen. Habe ich auch nichts. He? Ein bisschen Leder und Lehm. Mit Lehm kann ich keine Kleider machen. Dachziegel habe ich ein paar. Dachziegel habe ich fein ein bisschen. Werkzeug habe ich nicht so viel. Holzteil, puh, keine Ahnung. Muss man alles herausfinden. Da hier, die sind noch dran, da sind auch noch dran. Den Handelspost habe ich nicht begriffen, oder was ich da genau machen kann. In der Gerberei ist einer dran, der hat aber nichts an Lager, also der kann nichts machen. Ein Viehhandelsposten. Hat auch nichts. Das ist leer. Leer. Da kann man dann auch mal rauszoomen, so. Dann kann man dann mal schauen, wo. Alles klar. Wo hat es die nächsten? Hier ist zum Beispiel Wildtier. Lehm, Eisen, Wildtier. Wenn ich jetzt da würde, das nächste Gebiet annektieren. Zum Beispiel das da hier. Dann hätte ich dann vielleicht ein bisschen Wildtier wieder. Da hier geht noch nichts. Also hier ist meine Siedlung. Wenn ich jetzt, wie mache ich das? Jägerlager auch nicht, Sammelhütte auch nicht. Wohngebäude. Das Brünneli, Lichtgrube habe ich bis jetzt noch nicht gebaut. Logistik. Lagerhaus, Packstation, Anbindebalken. Irgendwo kann man. Irgendwo sollte man können. Ein Holzfäller, Brennholz, Säge, Grube, Forsthaus. Jägerlager, Sammlerhütte.
Wenn ich jetzt da hier ein Jägerlager baue, da. Ja, aber ich bin nicht in dieser Region. Die Region muss mir gehören. Und dann brauche ich Speicher nicht, Lagerhaus nicht, Packstation nicht, Anwenderpark nicht, Brot noch nicht, eine Hofstätte auch nicht. Ich brauche irgendein Zeltlager. Das geht nicht. Da wäre das Karren. Ja, das ist das Bauernhaus, Schafzucht, Windmühle. Das Feld. Wo haben wir da? Kosmetik brauche ich auch nicht. Siedlerlager. Okay. Ja, gut. Einverstanden, aber wie tun es denn? Ja, ich sehe das, ja keine Ahnung. Und er produziert jetzt ein bisschen Eier, Lebensmittelstand ist schlecht. Gegen noch. Es ist Februar, wie geht es meinen Beeren? Auch schlecht, wie geht es meinem Tierbestand? Wird besser. Da der Kilche, oh, da kann man jetzt ganz viel Typen drin tun. Ja, aber wie tue ich ein Land übernehmen? Kann ich das nur militärisch machen? Ja, kann sein. Weiß ich halt jetzt nicht. Das sind wieder so Sachen, die muss ich zuerst testen, wie es genau weitergeht. Aber man sieht, das Spiel bietet wirklich viel Potenzial, ist sehr interessant. Es ist in meinen Augen interessanter als das New Cycle, wo ja so ein bisschen ähnlich aufgebaut ist, wo Jahreszeiten hat, wo Bedürfnisse hat, wo sinken und steigen, jahreszeitabhängige Ernte und so Zeugs hat es dort auch, aber das hier ist viel komplexer. Was ich ja ganz cool finde, das könnte man jetzt eigentlich noch zeigen, da ist, wenn ich Häuschen bauen Wohngebäude, dann habe ich ein variables Grundstück. Das heisst, wir bauen jetzt hier mal Häuschen. Dann fange ich mit einem Punkt an, setze den Punkt so, dann setze ich den Punkt so und so. Und jetzt ist die Fläche klein. Also jetzt Rechtsklick, dann nimmt es mir die ganzen Punkte wieder fort. Setze die Punkte so, setze die Punkte so. Da sieht man, so viel Platz, so viel. Also ich könnte den Punkt noch zurücknehmen, so. Setzen wir so und so. Hier kann ich 3 Häuser bauen, so. An 4 Punkte gesetzt. Und dann da einfach auf Bauen, tack. Dann Rechtsklick, dann ist das Bauding fort. Dann tun wir das ein bisschen spulen da. Damit jetzt eigentlich die 3 da, die nichts machen, das da hier bauen. Und wenn du aber ein grössere Gebiet machst, dann sind dann hinterher noch so einen Garten. Und vorher habe ich herausgefunden, dass du ein passives Einkommen an Eier kannst generieren zum Beispiel. Und wenn du Häuser hast, dann ziehen auch Leute ein. Das ist im direkten Zusammenhang. Also, wenn du keine Häuser hast, kommt niemand. Wenn du Häuser hast, kommen sie. Da muss man hingegen auch wieder aufpassen, weil wenn ich zu viele Leute habe und zu wenig Ressourcen,
verhungern sie, verdursten, kalt. Alles relativ schwierig. Aber macht Spaß. Es ist schon eine neue Familie eingezogen. Es wird langsam März, der Schnee geht fort. Ah, da geht es irgendwie nicht weiter da. So. Okay, jetzt ist das Gebäude auch fertig, sehr schön. Und hier haben wir da die Hühner. He? Das macht ihr super. Kann ich hier auch Hühner bauen? Da? Was habe ich hier? Irgendetwas. Ah, Rüebli, glaube ich. Was kann ich hier? Oh, ein Ziegenstall. Ja. Was kann man hier? Nicht. Schade. Oh, hier habe ich irgendetwas gemacht. Ah, das sind Rüebli. Das passiert alles automatisch. Rüebli geht es im März. Wenn ich gewusst. Im März kann man Rüebli ernten. Ich gehe jetzt zu Hause da mit meinen Beeren. Wächst. Ist noch nichts. Beere ist noch nichts. Ich sehe jetzt aus mit meinem Jagen. 11 von 20. Und ich habe den Bestand auf 10. Kann man da wieder rein jagen, dann geht es wieder jagen. Beere. Wächst noch. Hier sind die ja. Sind die schon gleich mal aufs Feld da? Wie viel habe ich da? Nicht so viel. Ja, also man sieht, es ist nicht ganz so schnell im Aufbau wie ein Anno. Es ist auch nicht... Anno ist mehr so einfach so ein Zahlenspiel. Oder ich habe 4 Felder, das braucht 2 Betriebe als Weiterverarbeiten, braucht Betrieb für die Endfertigung. Und ich habe irgendwie so Wirtschaftsabläufe, die sehr klar sind. Und hier ist viel mehr durchmischt. Und überall gibt es ein bisschen etwas und nicht gäng. Also es ist rein von der Wirtschaft ist es anspruchsvoller als ein Anno. Das Bauen ist individueller. Das heisst, beim Anno baust du einfach alles schön viereckig. Hier kannst du Gebäude beliebig drehen. Die Strassen werden dynamisch angepasst. Und die Strassen schnappen auch drauf. Also wenn ich da eine Strasse baue, dann kann ich da irgendwo hier so. Ungefähr so eine Strasse bauen, also da überziehen, zack, bauen. Dann habe ich da eine Strasse bauen. Ich könnte jetzt auch von hier über eine Straße bauen, das macht es auch schön dynamisch. Oder so. Das ist alles relativ einfach und bietet einen Haufen Komfort, aber die Gebäude bauen. Ich muss nicht Gebäude spähen, ich kann einfach ein Raster ziehen und zack, dann habe ich meine Gebäude. Die müssen einfach alle im Einflussbereich sein vom Markt. Wo ich gar nicht sehe, ob sie sind. Da die ganzen Fragezeichen da, die nützen noch nichts. Hier kann man sicher schauen, was genau dahinter. Aber es ist noch nicht eingebaut, weil Early Access. Gehe ich mal davon aus, meine Beere kommen sehr schön. Dann können wir jetzt da Beere-Familie wieder her tun. So, jetzt habe ich 0, der nichts macht. Und 33 etwas machen, von 35. Das heisst, es könnte noch so eine Familie 2 noch einziehen. Muss ich daran denken, wenn ich irgendetwas baue, ich brauche das, hier sehe ich es mindestens, sonst bauen sie nichts. Und sie brauchen einen Ochs. Und die Ochsen sind ja da bei dem Anbindebalken, also hier steht ihnen so ein wunderbarer Ochs. Und der Ochs hat sogar einen Namen, der Gunrad. Und da hier ist das Ross habe ich auch. Irgendwie habe ich auch ein Ross bestellt. Einfach mal zum Ausprobieren.
Meine Vorräte sind Nahrung 3 Monate, Brennstoff 7 Monate. Und wir sind im März. Es gibt einen Haufen Beeren, es gibt ein bisschen Eier. Ich habe dann, ja, glaube ich, den Honig entwickelt. Der Honig. Nein, den Honig habe ich nicht entwickelt, also gibt es auch keinen Honig. Wenn ich zum Beispiel einen Apfelbaum entwickle, dann kann ich nicht Apfelbaum pflanzen, aber es gibt 3 Jahre, bis eine Ernte kommt und es passiert eigentlich in Weizen. Das ist auch ganz cool gemacht. Ich habe eigentlich irgendwo... Ach, beim Feld. Ah ja, das ist beim Feld. Beim Feld, da geht es eigentlich darum, dass sie die Kulturart die ganze Zeit wechseln. Dass es auch mal brach liegt oder nicht. Dass das Feld abbrennen und so. Was mache ich? Alle Jahr irgendetwas anderes, für andere Nährstoffe zu entziehen. Das, man sieht, 24% Weizen gibt es. Und dann ein Jahr darauf mache ich Flachs, nur noch 15, dann mache ich Gerste. Und dann mache ich wieder Weizen. Das ist, das ist wie im richtigen Leben eigentlich auch. Das, mir persönlich finde ich das super, dass sie das gelöst haben. So, da sieht man ein bisschen, was das Spiel bietet. Es ist anspruchsvoll, aber es fängt. Also, danke vielmals für zuzuschauen. Bis zum nächsten Video.